Das Mikrolabel aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei der Lüt. Die Schweiz. Das ist das Land der Berge, der Seen, der Flüsse, der Wälder und der Täler. Die Schweiz, das ist das Land mit den unglaublichsten Landschaften auf kleinstem Raum. Und auch wenn wir das Gefühl haben, wir kennen schon alles, die Schweiz ist das Land der unbekannten und vergessenen Flecken. Heute bin ich im Greyerzer unterwegs, im Gruyère. Ich schaue bei der Produktion von meinem Lieblingskäse zu, dem Greyerzer. Für den muss man mitten in der Nacht aufstehen. Das ist schon fein. Ich lerne die bärtigen Männer vom Greyerzer kennen. Ich dürfte glaube nicht, weil meinen ist zu gepflegt, oder? Ja, das geht nicht. Das ist zu coiffé. Das kann das. Und ich will auf den Vanille Noir, den höchsten Berg der Freiburger Voralpen, steigen. Etwa fängt Gemschi und mir zu. Das ist SRF bei den Leuten. Wunderland. Der Ausgangspunkt dieser Reise ist eigentlich ein Unort. Es ist die Autobahnraststätte La Gruyère. Heute bin ich aber nicht mit dem Auto unterwegs. Es gibt also auch kein Pipi halt. Grüezi miteinander. So kennen wahrscheinlich die meisten von uns das Greyerzer Land. Von der Autobahn her, vom Vorbeifahren. Jetzt wollen wir das Land vom rezenten Käse und vom Doppelrahmen aber miteinander entdecken. Apropos Doublegräm. Am Schluss der Sendung gehen wir auf einen Berg, der vom Namen an eher etwas aus einer Konditorei, aus einer Confiserie könnte sein. Voilà, bienvenue. Wenn man von Bern über Freiburg auf Lausanne fährt, kommt man am Greyerzer vorbei. Bühl ist der Hauptort. Von der Autobahnraststätte geht es am See nach Richtung Charmey in die alte Schmiede von Freddy Roos. Von dort gehe ich weiter aufs Meiersäß zum Käser Beat Biller. Dann begleitet mich Les Barbus de la Gruyère auf meinem Weg. Und das Gruyère erwartet mich nicht nur ein idyllisches Städtchen, sondern auch die Aliens vom HR Giger. Das ist mein erster Tag. Vom Greyerzer See weg komme ich in die Gorge de la Chongue, in die Jaunbach-Schlucht. Der Lärm der Autobahn ist da längstens vergessen. Es sind über 200 Stegentritte, die am Schluss der Schlucht wieder rausführen. Man kommt zu der Staumauer vom Lac de Montsalvon. Am Ende von dem See liegt Charmey. Da ist die alte Schmiede von Freddy Roos. Auf dem Sterbebett hat er seinem Vater versprochen, dass die Schmiede erhalten bleibt. Obschon der Freddy nicht Schmied gelernt hat. Seit er pensioniert ist, betreibt er sie aus Freude und nostalgischen Gründen. Und die alten Töffel da, die kommen auch noch zum Einsatz. Freddy! Hallo!
Hallo Nick. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Wo störe ich dich gerade? Tu es en train de faire Alors, je quoi? suis en train de fabriquer des mailles ici. Der Freddy ist am Schlaufen schmieden. Und am Schluss gibt es aus diesen Stangen ein Balkongeländer. Hä? Und für was brauchst du das? Das ist für... Hola, das ist zu warm. Man merkt halt, dass du nicht gelernt bist. Oh, j'ai fait l'apprentissage chez mon grand-papa, chez mon papa. Der Freddy hat das Schmieden von seinem Großvater und seinem Vater gelernt. Nach der Schule und später im Studium hat er in der Freizeit und in der Ferien in der Schmiede ausgeholfen. Quand j'ai poursuivi mon activité d'études, pendant les vacances, je venais toujours travailler ici. C'est pour ça que j'ai gardé un Und petit so peu ist die Liebe zum Schmieden du geblieben. métier de forgeron. Je vais regarder un peu sur les épaules. Ich schaue dir ein bisschen über die Schultern. Oui, oui. Also nicht mit dem so sagt auf Französisch, aber jetzt haben wir verstanden, der Freddy. Alors, on va chauffer ça. Et puis, on voit ici, à l'époque, il y avait aussi beaucoup de chevaux dans la région. Im Jontal von Jo bis Brock gab es ungefähr 80 Pferde. Et puis, ces chevaux, ils venaient pour le ferrage ici à la forge. Ah. Et on voit là encore les anciens fers pour ferrer les chevaux. Mais De ton père. de mon père. Voilà. De mon père. Mais il faut dire qu'avek Die Rosse vom ganzen Tal sind in dieser Schmiede beschlagen worden. Aber mit der Industrialisierung haben die Bauern Traktoren gekauft und die Rosse nicht mehr gebraucht. Der Vater von Freddy musste umsatteln und in der Werkstatt anfangen Töffli verkaufen und reparieren. Et il y a encore des Töffli, hein? Oui, oui, j'en Tu aimes les Töffli? J'en ai gardé quelques-uns, puis je les ai remis en état. Puis comme ça, c'est aussi Est-ce qu'ils fonctionnent Der encore? Freddy hat ein paar von diesen Töffli auf die Seite da und sie laufen sogar noch. Bien sûr. Ouais. Ich will Töffli fahren, das wäre aber etwas. Gute Idee, bonne Idee. Ja, ist gut. Aber zuerst möchte ich schon die Maschinen in der Schmiede ausprobieren. Puis tu peux par exemple tenir ça ici. Das ist ein Hammer. Et puis tu tapes. Je mehr ich auf dem Bügel stehe, desto heftiger schlägt er. Je fais quoi? Un pic? Un couteau? Ça donnera Nein, une tige de fer es gibt nicht ein Messer, sondern es soll am Schluss eine runde Stange geben. Das ist prima für das erste Mal. Gut. Axel! Ja. Stopp. Jetzt sagt meine Mutter dann daheim wieder, oh, das kann er. Ja. Guck da. Hein, pas mal. Oh, jetzt noch aber noch Ah, jetzt ja, là. ça vous fâche rond. Oui, je suis très content. Bravo. Voilà, merci. Bravo, c'est Merci, super. merci. Tu ouvres les boules. Ouais, puis maintenant tu fermes fort. Comme ça. Hop. Nur damit man sieht, wie alt das Werkzeug ist. Die Firma Lichti in Langnau hat dazumal zwar ein Telefon gehabt, aber eine lustige Nummer, ein Telefon 144. Vielleicht brauche ich das 144 nachher auch, wenn ich mit dieser Maschine gearbeitet habe. Achtung, Kopf einziehen. Hop. Hop. Tournez un peu comme ça. Voilà. Et encore. C'est bon? Encore? Encore, ouais. Voilà. C'est déjà pas mal. So wird die Stange schlussendlich rund. Und der Freddy findet auch, dass ich nicht so schlecht gearbeitet habe. Alors maintenant, on peut refroidir, si tu veux. On peut le mettre dans l'eau. Voilà. Abkühlen und dann geht es endlich mit dem Töffli weiter. Schmecken Sie es, wie es gäselt. Ist also schon noch les.
Die alten Maschinen haben schlussendlich nicht ganz das gehalten, was sie versprochen haben. Wie die Fahrt geendet hat, das finden Sie auf Facebook. Nach dieser Fahrt bin ich jetzt auf dem Maiensäß von La Mons. Und jetzt kommt endlich das, für was das Greyerzenland bekannt ist: der Käse. Ich laufe da mitten durch die saftigen Wiesen vom Greyerzenland. La Gruyère. Und Le Gruyère ist der Käse, den Kühe aus diesen saftigen Kräutchen produzieren. Ich bin ein grosser Liebhaber vom Greyerzer. Aber so einen, wie er hier oben auf 1000 Meter über Meer gemacht wird, habe ich noch nie probiert. Erst vor ein paar Wochen sind der Beat Biller und seine Eltern mit dem Vieh vom Hof aufs Vorsäß gezügelt. Sie produzieren hier jeden Tag Vacherin und Gruyère d'Alpage. Alles in traditioneller Handarbeit. Oh, hat das Rauch da innen? Il y a beaucoup de fumée. Oui, il y a beaucoup de fumée. Bonjour. Bonjour. Tu peux dire la main? Bonjour. Bonjour, je suis Nick. Bonjour. Et bonjour, monsieur. Voilà, bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Et vous? Oui, très bien. Ouais. Voilà, c'est du gruyère ici. Voilà, exactement. Hein? C'est du gruyère, oui. Du gruyère d'alpage. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Was hat's da innen eigentlich genau? Alors, du lait. Ja, bien sûr. Du lait, de la présure. Natürlich wird der Greyerzer hauptsächlich aus Milch gemacht, wie jeder Käse. Es kommt Lab dazu, so wie das Molken und Dicketen, wo dann mit den Käseharfen geschnitten den Bruch gibt. La phase finale du gruyère, de sortir de la chaudière. Den Bruch nimmt der Beat von Hand aus dem riesigen Kessel. Mit dem Käsetuch, ohne Pumpe. C'est fait uniquement avec la toile. Et quel est le secret du gruyère? Was ist das Geheimnis vom Greyerzer? Il y a beaucoup de secrets, puis il y a des secrets qui restent secrets. Es gibt viele Geheimnisse und es gibt die Geheimnisse, die man auch mir nicht erzählen dürfen. Das ist bei allen anderen Käsen auch. Bleibt eigentlich immer schön sauber, trotz dem Rauch, trotz dem Feuer. Alors, ça reste toujours très propre. La fumée, Der Rauch ist nicht dreckig, meint der Beat. Der gibt dem Gruyère d'Alpage auch noch einen speziellen Chalet-Geschmack. Et puis, oui, ça prend un petit peu l'odeur du chalet. Alors, pour un bon gruyère d'alpage, il y a l'ambiance du chalet, puis après, il y a aussi l'herbage. Das macht, zusammen mit dem feinen Gras und den Kräutern, einen guten Greyerzer aus. Le goût de notre gruyère. Il y a la possibilité d'acheter le gruyère partout sur le monde. Überall kann man den kaufen, mais pas ceci. Aber der nicht, oder? Alors, il y en a d'une autre qui part des fois en Allemagne, en France. Der Beat weiss, dass etwa mal einer von seinen Käsen ins Ausland geht. Aber die Produktion ist klein und das meiste bleibt halt in der Region. Tu me dis, si je peux t'aider quelque chose, avec quelque chose. Non? Pas du tout. Gut, also die sind so eingespielt, die Familie. Vater, Mutter und Sohn, da stehe ich nur im Weg rum. Und natürlich isst der Beat jeden Tag Greyerzer. Ohne Ausnahme. Tu manges encore du gruyère? Oui, Toi-même? tous les jours. Tous les jours, sans exception. Voilà. Auch heute soll es keine Ausnahme geben und ich darf mitprobieren. Von meinem Lieblingskäse. Voilà. Gruyère. Tu sais, je suis un connaisseur du gruyère. Also ich bin wirklich Spezialist in Sachen gruyère. Je vais essayer. Ouais, je vais goûter. J'espère qu'il soit bon. Oui, bien sûr. J'espère aussi. Non, c'est pas avec... Ich nehme ja schon an, dass der Käse fein ist. Merci. Et à quel âge? Wie alt ist jetzt der? Alors, celui-là, il a... Fast 12 Monate alt ist der Bitz. Für den muss man mitten in der Nacht aufstehen.
Oh, chauffe. Formidable. C'est délicieux, absolument. Alors, ça va. Félicitations. Hein? Et Merci. bon été. Schönen Sommer. Merci. Au revoir. À bientôt. Ciao. Au revoir. Merci. Bien sûr, à la prochaine. Nachher Oui. komme ich sicher wieder eins. Ciao. À une prochaine. Tschüss. Merci beaucoup. Bonne Bonne été. rentrée. Merci. Der Beat Biller macht den Käse noch so wie früher. Es gibt im Greyerzer-Land eine Gesellschaft, wo die Mitglieder auch noch so aussehen wie die Zähne von anno dazumal. Man trifft sie an jedem Alpabzug und an jedem traditionellen Fest. Erst vor ein paar Wochen haben sie ihr 75-jähriges Jubiläum gefeiert. Auf meinem Weg Richtung Gruyère treffe ich les Barbus de la Gruyère, die Bärtigen vom Greyerzer-Land. Angelegt und ausgestattet sind sie wie früher die Zähne, die von der Alp mit dem Käse über dem Kopf aber ins Tal zurückgekommen sind. Und ganz wichtig, der Bart, der bei jedem von diesen Männern seit manchem Jahr dazugehört. Wo ist denn der Ursprung von diesen Barbus? Warum gibt es die? Warum das? Ja. Also, das ist einfach alle, sie waren fast alle so früher. Ah, c'est vrai, les barbus étaient. Ils sont venus comme ça. Du fait de Der Präsident der Barbus, Fernand Ruffieux, erklärt mir, dass früher, nach einem Sommer auf einer abgelegenen Alp, ohne Strom, ohne Rasierapparat, alle ihren Bart haben wachsen. Das war normal. la gilette, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Alors il a commencé comme ça, c'est comme ça. Ouais. Au début, c'est les. Ils ont dit après tout, on laisse pousser. Mais aujourd'hui, c'est seulement Tradition. Also heute ist es nur noch Tradition. Vous travaillez aussi pour... Es sei nicht nur Tradition, sondern auch viel Freude dabei. Und sie wettet, dass die Bevölkerung das Bild vom traditionellen Sen nicht vergesse. C'est pour essayer d'enfiler vraiment une idée générale de l'agriculture. C'est des gens qui rendent service à la population générale. Also auch ein bisschen erzieherisch. Bien sûr, c'est éducatif. Et c'est pour ça. Selbstverständlich. Das sei auch der Grund, warum es die Gesellschaft überhaupt noch gäbe. Sonst hätte man sie ja schon längstens vergessen. Wie sind Sie Barbus geworden? Ich selber? Ja. Meine Frau hat wollen, dass ich das wachsen lasse. Ja. Und der Bart wachsen, das geht etwa, glaube ich, 2,5 Jahre. Ganz wichtig ist, ich dürfte glaube nicht, weil meinen ist zu gepflegt, oder? Ja. Das geht nicht, das ist zu coiffé. Das ist etwas. Aber muss man vom Charakter her muss man einen Test machen, muss man eine Prüfung machen? Nein, nicht direkt. Nein. Muss man Geld zahlen? Muss Überhaupt man... nicht. Nein. Wie wird man denn Barbus? Ganz einfach so. Einfach mitgehen. Ja. Mitmachen und mitgehen. Il y a encore combien de Barbus? 26. Noch À la 26 von diesen Barbus gibt es in dieser Société. Mais de tout âge, alors il n'y a pas de démission chez les barbus. On reste jusque dans la terre. Alors ça veut dire, Ah, voilà. Also ein Barbus, immer Barbus. Auch wenn man stirbt, man bleibt das Leben lang. Nur wer sich ganz fehl am Platz fühlt, darf wieder austreten. Ganz wichtig, tönt es aus diesem Bart raus. Nicht die Barbus haben sich verändert, sondern die Gesellschaft. Attention. On le laisse passer. On coupe. Mais t'as très bien parlé, c'est vrai. Hein? Gut so. Was ist typisch für einen Charakter? Le caractère. Qu'est-ce qu'on dirait? Il est des fois un peu fermé, il faut savoir se mettre. Der Greyerzer sind im Allgemeinen eher zurückhaltend. Klar, die Herren haben sich angepasst und sind keine aussichtslosen Fälle. Sie sagen optimistische Leute. D'accord. Des gens optimistes. Qu'est-ce qu'il y a sur des sacs? Was hat es da eigentlich auf diesen Täschchen drauf? Voilà, l'origine, c'est un chalet d'alpage. Voilà, ça change. J'ai passé un été. Lui, il a aussi son chalet. Là. Moi, ça change. C'est votre chalet? Voilà. On mettait du sel. On chopait les vaches quand on allait traire les vaches. Puis là, on mettait la graisse à traire. Ah, da haben sie Salz rein da, damit die Kühe mitgelaufen sind. Salz in die Tasche. Salz in die Taschen und da? Fett. Ja. Ja, Mauchfett. Ja, klar. Ja. Merci, danke vielmals. Merci beaucoup. C'était tout nouveau pour moi. Das habe ich also wirklich noch nie gesehen. Allez, merci à vous. Au revoir, monsieur. Le verre, donc, c'était bon. Tout à l'heure. Tschüss miteinander. Viel Glück. Adieu. Hein.
Au réservoir. Oui. Das Städtli Gruyère ist mein letzter Halt heute und ich bin gespannt auf den Ort. Hey, ist das schön. Es ist so eine Mischung zwischen Babystube und Theater-Filmkulissen. Und ich muss zugeben, ich war noch nie zu Gruyère vorher. Das ist mein erstes Mal. Was ich da bis jetzt verpasst habe. Schau mal, wie schön. Und zu dieser Tageszeit am Abend hat es kaum mehr Besucher im Ort. Während dem Tag muss es viel mehr Touristen haben, glaube ich. Überall kann man Souvenirs kaufen. Aber es hat in Gruyère auch etwas, das die Idylle ein bisschen trübt. Das nicht so recht zu den Kühli und den Glöckli passen will. Die Aliens vom Oscar-Preisträger Hans-Rudi Giger gehören seit 1998 auch auf Gruyère. Der HR Giger ist vor 2 Jahren gestorben, seine Werke sind aber hier in einem Museum. Das hat so spät leider zu. Aber die Gigerbar nebendran ist offen und da sollte die Verwalterin vom Museum, Sandra Mivela, auf mich warten. Ah voilà, salut Sandra, enchanté, je suis Nick. C'est absolument fascinant. J'ai pas expecté un bar comme ça ici à Gruyère, avec toutes les traditions. Also so etwas, so eine Bar habe ich da wirklich nicht erwartet, wo ja so viele grosse Traditionen hat und mit dem Centum und anderen Sachen. Warum Bar und Museum ausgerechnet in diesem traditionellen Ort sind, hat mir Sandra schnell erklärt. Zu seinem 50. hat der HR Giger zu Gruyère eine Ausstellung machen und hat sich gerade in den Ort verliebt. Als er dann noch die Chance hatte, das Schloss Saint-Germain zu kaufen, ist sein Kindertraum vom eigenen Schloss und der vom eigenen Museum in Erfüllung gegangen. Lui-même de posséder un château depuis son enfance et il en a fait son musée. Est-ce qu'on a eu peur de l'art, de l'œuvre de HR Giger ici à Gruyère? Hat man auch ein bisschen Angst gehabt vor dieser Kunst oder vor all dem, was er da aufgebaut hat in Gruyère? Seine Kunst hat die Leute schon ein bisschen erstaunt und das ist wahrscheinlich noch untertrieben. Aber nach all diesen Jahren ist das Museum nicht mehr aus dem Ort wegzudenken. Gruyère ne pourrait pas être aussi belle que sans le musée de Giger. Il y a beaucoup de touristes partout au monde. Von überall her kommen. Tu peux expliquer la fascination de l'œuvre? Mich nimmt Wunder, was denn so faszinierend ist an der Gigerkunst. Und Sandra erklärt mir, dass der Giger seine Träume und Albträume gemalt hat. Ein Universum aus lauter Visionen. Meistens sind Frauen dargestellt, wunderschön, wie Göttinnen. Das fasziniert die Leute. C'est aussi quelque chose comme un temple pour les fans. Bien sûr, oui, oui. Es ist ein bisschen wie ein Tempel für all die Fans aus der ganzen Welt. Und nicht nur das. Es ist auch ein wichtiger Ort für andere Künstler, die sich vom Giger inspirieren lassen. Comment est-ce que tu as fait la connaissance avec Oh, le jour où j'ai fait la connaissance de Monsieur Giger, j'arrivais plus à parler. Sandra erzählt, als sie den HR Giger kennengelernt hat, hat sie ihre Sprache verschlagen. Und sie hat gezittert. Einzigartig sei das gewesen. Und jedes Mal, wenn er in die Bar kam und gelacht hat, unglaublich. Er sei auch heute noch präsent. J'ai un peu peur ici. On doit avoir un peu peur. Il ne faut pas avoir peur, non. C'est un endroit paisible.
c'est comme une cathédrale. Dans une cathédrale, on n'a pas peur. Also Angst haben da rein muss man nicht. Das ist eher wie eine Kathedrale und in einer Kathedrale muss man keine Angst haben. Est-ce qu'il y a la possibilité de dormir dans le musée? Könnte ich im Museum schlafen? Vielleicht würde ich dann die Angst ein bisschen verlieren. Malheureusement, non. Mais c'est le rêve de beaucoup de femmes qui aimeraient beaucoup dormir ici. Oh, je pense. Okay. Im Museum kann man nicht übernachten. Auch wenn das Menge Fan vom Giger gerne machen würden. Es gibt aber auch noch andere Übernachtungsmöglichkeiten da. Es hat abkühlen über die Nacht. Und es hat ein Häufchen Schnee gegeben hier oben. Irgendwo da hinten wäre der Vanille Noir. Sicher jetzt noch im Nebel. Ob wir den machen heute, ich sehe wegen dem weißen Schnee ein bisschen schwarz. Ich bin von Gruyère aus schon der Sahne, der Sarine entlang unterwegs Richtung Nérivue. Zu einem der letzten Löffelschnitzer. Dann treffe ich den Cyril Quentin, mein Wanderleiter. Er hat gesagt, er mache mir eine richtige Soupe de Chalet. Und zusammen wollen wir dann auf eine Vanille Noir. Das ist Nérivue. Und da treffe ich wieder auf eine alte Tradition vom Gruyère, die fast vergessen gegangen ist. Die Löffelschnitzerei. Früher hatte jeder seinen eigenen Löffel. Mit eigenem Sujet. Der Manfred Buchs hat sich das Schnitzen selber beigebracht und schnitzt in seiner Freizeit. Er hat keine Schnitzerlehre gemacht, aber auch keine andere Lehre. Seit 44 Jahren arbeitet er in der Schokofabrik in der Region. Sein Budeli ist ganz klein, hinter der Garage vom Haus. Ja. Guten Morgen, Manfred. Lass dich nicht stören, aber ich störe dich jetzt gleich. Das kann ich nicht. Hi, guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Ja. Aber kurz, oder? Kurz, sehr gut. Du hast noch in der Schokofabrik gearbeitet? Ja. Und dann hast du die ganze Nacht Tafeln geschnitzt. Oder was machst du dort? Ich habe getrocknet, Kondensmilch mit Kakaobutter getrocknet, für Caillé. Aber so wie du aussiehst, isst du nicht viel Schokolade? Doch. Ist wahr? Aber ich bin gleich viel wie gleich viel.
Oder natürlich bei dieser Arbeit verlierst du wahrscheinlich auch die eine oder andere Kalorie. Darf ich dir mal ein bisschen zuschauen, was du da machst? Ja. Mhm. Hat man die Löffel... Du bist von Jon, oder? Ich bin von Jon, ja. Und dort hat man die Löffel auch? Da haben die Löffel auch, ja. Davor hat es auch einen Niedelsaufen gegeben, der Schale. Da hat jeder einen Löffel bekommen. Wer auf der Alp gearbeitet hat jeder ein Motiv zu essen, so Bergsuppe zu essen oder Niedelsaufen. Niedelsaufen? Niedelsaufen, haben wir gesagt, ja. Da haben die grossen, in der Milch in grosse Gäbchen da. Am Morgen haben sie abgeschöpft. Sie haben die Milch in grosse Töpfe getan. Ja. Und dann, du nur schnell ein bisschen übersetzen. Ich finde das wunderbar, ja. Nein, haben sie die Niedel mit der Rahm, der Baram, ja, wir sind wieder, besser versteht der Rahm oder nicht. Nein, ich verstehe es, ja. Dann haben sie mit den Niedelsaufen mit Brot, mit Löffeln und Brot die Niedel gegessen. Und dazu Kaffee mit Schnaps, schwarzer Kaffee mit Schnaps. Hat es viel auf der Alp gegeben, jetzt Mindermetz ist auch das nicht mehr so bekannt. Und sonst Älpler Macaroni oder Suppe. Alles mit einem Holzlöffel gegessen. Oder Soupe de Chalet, oder? Soupe de Chalet, ja. Erwartet mich heute auch noch eine. Ja. Wie bist du zum Schnitzeln gekommen? Schnitzel ist eigentlich ich ging gerne geschnitzelt. Schon als ich auf der Alp war, habe ich etwas geschnitzelt als Kürbub. Dann ging ich weiter, aber Schnitzler haben mir gesagt, dass ich keinen Beruf habe. Man verdient nicht viel mit dem Beruf. Oder dann das als Hobby haben. Als Hobby einfach, ja. Du arbeitest noch in der Schokofabrik und auf der anderen Seite machst du die Löffel. Wo bist du mehr? Bist du mehr in der Schokofabrik oder bist du mehr hier im Budeli? Schon in der Fabrik, ja. Ja, schon. Ja. Ja. Und in welchem Moment gehst du denn hierher schnitzeln? Wenn es Wetter ist, wenn es nicht hübsch ist, oder im Winter viel. Und in der Freizeit einfach, ja, meistens in der Freizeit. Bist du greuig, dass du nie etwas, Anführungs- und Schlusszeichen, Richtiges gelernt hast? Am Anfang schon. Aber wenn ich mit meinen Jahrgängern, mit Schulkollegen bin ich ausgegangen, habe ich am Anfang schon viel Geld gehabt. Die anderen, die Lehre gemacht haben, nicht viel Geld gehabt. Ich hatte sofort einen schönen Lohn gehabt. Und das haben wir eigentlich beheben, in der Fabrik weiter zu arbeiten und nicht keine Lehre zu machen. Ja. Und findest du ein bisschen Ausgleich auch beim Schnitzen von den Löffeln? Oder auch in den Bergen, habe ich gehört? In den Bergen, ich gehe gerne zu Berg, ja. Ich gehe gerne zu Berg, ja. Wandern, Skifahren im Winter. Hast du Vanille Noir schon mal gemacht? Habe ich es mal gemacht, habe ich schon vor einem Jahr mit meinem Schwiegerrat. Aber es hatte ein bisschen Angst. Wir haben gerade gesehen, auf 600 Meter rein. Da hat es Spalt rein. Du machst mir Freude. Ja. Und jetzt, wo es wieder so ein bisschen weiss ist, oben rein. Am besten gibt es, wenn ich noch zu machen, von Marant, von hinten aus Rochepuli. Ja. Rochepuli ist schon schlimm. Ja, wir versuchen ihn jetzt von vorne zu machen. Von Rochepuli, ja. Wir hoffen, dass es klappt. Ja. Ja, dann. Das macht mir Freude, das Wetter. Ich lade dich wieder. Gut. Danke vielmals, Manfred. Hat mich gefreut. Ja, alles Gute. Ja. Ich lade den Vanille Noir grüßen, falls ich ihn nicht sehe. Merci. Mach's gut. Ich verlasse die Talsohlen und eigentlich fährt der Aufstieg Richtung Vanille Noir schon jetzt an. Das wäre der Vanille Noir, knapp 2400 Meter hoch, jetzt noch im Nebel.
Cyril Quentin hat die Soupe de Chalet schon fast fertig. Noch die letzten Gewürze kommen rein. Und die Suppe, die schmeckt man schon, wenn man aufs Chalet zukommt. Salut Cyril. Salut Nick. Voilà, quelle odeur. Ça sent très bien. C'est quoi là? La soupe du chalet. Ça c'est la soupe, mais c'est le plus en mousse. Das ist jetzt also die Suppe und ja, sie sind ein bisschen eingekocht. Der Cyril, das ist unser Wanderführer und du hast mir eine Spezialität gemacht. Ça c'est une spécialité. De la gruyère. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est la soupe des Armailles. Tous les produits qu'on fait déjà ici à l'alpage. Le lait. Das ist die Suppe von der Senne mit allen Produkten, die man auf der Alp produziert. Milch, Rahm, Käse, Butter, aber auch Pflanzen, die rund ums Chalet wachsen. C'est vrai. Also, okay. Was denn genau? Wilder Spinat, Brennnessel und Giersch. Also alles Pflänzli und Kräutli, die hier rund um die Hütte wachsen, hat sie in dieser Suppe drin. C'est pour manger, je pense. Hein? Oui. Alors, on commence? Oui, oui, bien sûr. Natürlich wollte ich die Suppe jetzt probieren. Tu connais les Alpler Magrones? Oui, c'est les macaronis du chalet, on dit chez nous. Voilà, ça c'est pas la même chose. C'est pas pareil, non? Déjà, il y a des plantes là-dedans. C'est tout ce qui fait le goût de la soupe. En même temps, c'est aussi ce qui donne la santé. Quoi. Voilà. Also, gesund ist es auch, weil es da die Pflänzchen drin hat. Die speziellen, und das ist schon der grosse Unterschied zu den Alpler Macaronen. C'est délicieux. Tu m'envoies ravi. Sehr fein. Tu sais, mon père, il était herboriste, donc je suis fils d'herboriste. Der Cyril ist mit der Kräuterkunde aufgewachsen. Sein Vater hat ihm alles beigebracht. De notre vie. Aber darum ist das Zeug viel besser verdaulich, als wenn man einfach nur Butter, Rahm und Käse und Teigwaren und Herdöpfel essen würde. Dann wäre es ja sehr mastig. In der Suppe hat es auch viel Gruyère Herzblut. Tu penses du vanille noir de cet après-midi qu'on peut faire là? Non. Écoute, il faut renoncer à la vanille noire. Hein. Il a beaucoup reneigé. Je vois que tu es déçu. Mais c'est la prudence. Hein. Beaucoup de neige. C'est vrai, ok. Et des avalanches peut-être aussi? Probablement. Ouais. Also, das ist gefährlich. Es hat wahnsinnig viel Schnee scheinbar auf dem Vanille Noir. Und darum sagt Cyril, können wir mitmachen. Vielleicht sogar noch ein paar vielleicht sogar noch Lawinengefahr. Das machen wir nicht. Pas de risque. Non, ça on fait pas. Si on veut rester en vie. Okay. Ja, klar. Mais il faut se laisser guider par la montagne. Wir müssen uns dem Berg und den Umständen anpassen. On peut se rabattre d'un rang un peu plus bas. Genau. Et moi, je te propose, tu vois, d'aller au Millet. Der Cyril schlägt mir eine Alternative vor. Le Millet, das Spitzli in der Mitte. Nur knapp 1900 Meter hoch. Dafür sicher weniger Schnee und trotzdem eine grossartige Rundsicht. Il y a moins de neige, ça c'est sûr. Il y a une très belle vue aussi. Et je pense qu'on aura une floraison splendide. Also, un très bon vendeur. Oui. Tu es un très bon vendeur. Merci. Das Rezept der Suppe ist übrigens geheim, so wie das vom Gruyère. Aber auf unserer Homepage, da gibt es kein Rezept, aber Sie finden dort einen Wettbewerb. Prêt? Oui. Allons-y. Braucht es ein bisschen mehr Zeit, mit dem Cyril zu laufen, weil er kennt jedes Pflänzchen. Ça, c'est une plante préhistorique.
Der Schachtelhalm ist eine prähistorische Pflanze und ist da schon gewachsen, wo noch Dinosaurier herumgelaufen sind. Zu dieser Zeit einfach hoch wie die Tannen. Das nebendran ist Germer, der giftig ist und fast gleich aussieht wie Enzian, der dann ungiftig wäre. Den Unterschied sieht man den Blättern an. Ob giftig oder nicht, erkennt man so, dass der Enzian hat Blätter immer auf der gleichen Höhe und das Giftige hat sie alternativ immer so drauf. Das ist der Unterschied. Die Kühe essen aber weder den giftigen Germer noch vom bitteren Enzian. Ce sont les premières traces de ce printemps. Oui, hein? Absolument. Ouais, encore personne qui est venu là. Tu plantes bien les pieds. Etwa fängt Gemschi und wir zwei, die hier raufgehen. Und Lemie, der Hocker, hat es also gleich in sich. Der Wanderweg ist da irgendeinem Ort noch unter dem Schnee versteckt. Wir suchen unseren eigenen Weg bis auf den Gipfel. Fantastisch. Ah, voilà. C'était très dur. Hein? C'est à toi? Merci. Merci. Oui. Mais grâce à la soupe de gelée, on a eu beaucoup de force, hein, je pense. Dank dieser feinen Suppe haben wir ein bisschen Energie für hier oben. Voilà. Quel est le vanille? Ouais, le vanille, c'est celui qui est tout au fond, là, à gauche. Und von da oben sehe ich jetzt zum ersten Mal auch den Vanille Noir. Links. Ja, da hätte es noch viel zu viel Schnee drin gehabt. Là, la traversée, vraiment très délicate. Et là, on voit bien. C'était sage. C'était une sage décision. Also, wir sind beide sehr froh, sind wir hier raufgekommen und sind nicht auf den Vanille Noir. Peut-être une autre fois. Oui. Si on est vivant, il peut toujours also y ich avoir komme une autre sicher fois. wieder mal hierher. Ja. Für mich war es eine Premiere, das Greyenzerland. Für Sie vielleicht auch. Und Sie haben genauso tolle Sachen entdeckt wie ich. Nächste Woche sind wir im Bündnerland, im Prättigau. Gute Woche, danke vielmals fürs Zuschauen. Tschüss. Au revoir. Au revoir. Oui. Nächste Woche trifft Nick Nina Cabaretz, eine der Weltbesten im Klettern. Jetzt geht's weiter in Australien mit Doc und Teil 2 der Serie Sven Furrer auf Abwägen. Sie sahen SRF bei der Lüt mit Aus der Region für die Region, dem Mikrolabel für regionale Produkte.